Gaan we even gaan naar onze boodschap van des Mars. En we zijn in deze series de Kjriez. En we worden stelle vrijdag niet in de aandacht gaan hier in de volle boodschap. Ik dacht, ik wil van de een klein beetje reden. En wat ging Jezus Derch Aun Kjriez? Wat passiert nu Jezus? Wenn wir von Außentit denken down und von Außen reden in Stelle Vrijdag, merken was wir down ist, wir reden von uns selbst. Jesus sein Opfer, der dit für mich. Ich habe Jesus angenommen. Das ist, was Jesus dit für mich. Und wir drehen die Geschichte in seiner Weichen, das ist gut. Wir drehen die Geschichte, dass das uns treffen wird. Aber ich will von dir haben, dass wir als Christen sind, das Bild umdrehen, dass wir können besser verstehen, was passiert, was Jinkj Jesus durch, was muss er durch und wo muss er leiden, sodass er uns lostreten von unserer Sünde. Ich habe auch gesagt, dass wir als Christen, wir dann in Kjriez alle haben sagten, wo wir wollen wiesen, dass wir Christen sind. Wir haben Kjrizen an unsere Gebiete. Wir haben Kjrizen in uns Grofhof. Wir haben Kjrizen rum an unsere Neck. Aber in der römischen Zeit, in der biblischen Zeit, in Kjriez, wenn ich denke, was ein Mensch wird pochen. In Kjriez ist ein Ding, was ein Mensch wird sich mit schämen. So wir wollen von dir sein, was passiert auf dem Kjriez? Was muss Jesus der, so dort er kann, uns lostreten von unserer Sinn? So dann ein paar Dinge, die ich eben will reden. Und das erste ist, dass Jesus gegen eine sehr schwere Zeit, er wird gequält, und er wird eine große Schande und eine Scham, was er durchgegangen hat. Wieder, er fühlt sich sehr verloren. Er fühlt sich sehr allein. Markus Kapitel 14, 34 bis 36, und das ist, wenn er in den Garten ist. Er sagt, dass seine Seele ist in Todestrühe. Am fällt es so schwer, was er wird machen durchgehen, dass wir in Todestrühe. Englisch sagt, he was sorrowful unto death. Am wird es so schwer, am leidet so schön, was er wird durchgehen. Er wünscht meist, er kann noch sterben, sodass er dort nicht durchgehen. Er fällt sich weit auf und er frühte vor. Und er saßen durch davor sagt, er seht, Vater, lieber Vater, bei dir ist alles möglich. Nimm mir das Liedenköffel weg. Das Köffel, was er wird uitdrinken, und das ist ein Beispiel, was er brauchen wird. Dass wir ein Liedensköffel, dass wir ein bisschen, wenn einer würde eine Beta Spiritus oder Beta Jaff uitdrinken. Er weiß gerade, wo das Köffel wird schmecken. Und er fragt die Vater, wenn das möglich ist, nehme ich das weg, ich will das nicht durchgehen. So Jesus Christus, der wir sehr bedrückt, er hat eine Treue über, was er wird durchgehen. Und dann in Lukas Kapitel 22, 44, Vers sagt, dass anbietet so schwer, das heißt, sein Schweit wird so aus grauter Blut drapen. Er wird so ungedreckt, er fand das so schwer, was er will durchgehen, das sagt, er fängt an zu schweiten, und sein Schweit, der wird so blut. Und die sind Schlaflehrer und die wollen studieren da und sagen, das muss möglich sein, dass Jesus wird so sehr verquält, dass wir wirklich blut, was von seinen Hüt kommen wird. Wieder, das sagt auch, dass Jesus feilt, sei er verloren. Seine Lehrjünger werden mit ihm, wenn in der letzten, wenn er mit den Lehrjüngern taub werden, in Johannes Kapitel 13, 17, sei wie dort, Jesus Christus in Garten wir, in den Garten wir mit seinen Lehrjüngern. Aber die wir lotsen overs, und seine Lehrjünger, die schleifen alle an. Die werden vollen Tag und sie durch den Garten, da wird han dies da gewasst. Und seine Lehrjünger, die schleifen an. Und Jesus, wenn er Vater Gott kam und er beten deit, und am dort zu schwaf fallen deit, seine Lehrjünger, die verleiten am. Er fällt sich ganz allein. Die wird keiner, was kann Rama am kommen sein, ich sage mit dir in dieser Zeit.
Ik wil hier met die blijven. Ik wil met die deze zware tijd doorkomen. Hoe kan ik die helpen? En dat is werkelijk niet de zware tijden wat ons zo zwaar zijn, dat is dat we alleen zijn in de zware tijden. En dat is wat Jezus zo zwaar weer in deze tijd. Wanneer hij in Gordon weer, zijn leerjingen verleiden aan. Hij weer ganz allein. En dan later, wanneer hij verder Pilate en de hoge priester stond, hij weer alleen. Petrus, de Jinkj, hing aan apart. Hij weer een engstje af. En dan wieder sagt dat, bis Johannes weer bij een Kjriez. De andere 11, die weer alle 6 worden. Die weer niet bij een Kjriez en hij weer ganz allein. Hij voelt zich dat zijn beste vriend am verloren zijn. Wieder dat sagt dat de mensen wat am navolgen deiden, de mensen wat am aanbeten deiden en am prijzen deiden, eine Werk Eier, of niet meer eine Werk, wir feiern 50 Eier. Die mensen die verleiden haben. Dezelfde mensen wat zeiden Hosanna, ans König ist hier, waren dezelfde mensen wat zeiden, da am Kriezen. Die verleiden haben. Die drehen sich gegen Christus. En dan, wanneer dat niet slecht genoeg weer, dat zijn leerlingen allemaal verloren deiden, die werden 2 van zijn leerlingen wat aan verroden deiden. We kennen Judas. Judas deed aan verroden en hij deed de soldaten wijzen, waar Jezus met zijn leerlingen weer. En dit is een ding wat bis een van de Jezus Christus zijn leerlingen wordt gaan geweest, wo Jezus in deze zware tijd wordt zijn geweest. En zo van Jezus zijn dichtbijstere Nachfolger wieder einer wat am verroden deiden en am vertypen deiden verjelt. Wo wir uns feiern, da wir ein Beispiel brauchen. Wenn wir würden gern sein, ein von unser bester Freund, würden uns vertypen für ein Wasser zum Geld. Nicht nur eine große Sum Geld, aber eine Wasser zum Geld. Wo wir uns feiern, wo wir uns nicht verloren feiern. Und dann Petrus, und ich glaube, das ist das, was Jesus ganz weit Teil hat Jesus verstreden. Johannes Kapitel 18, 25 bis 27, sagt es dort, und Simon Petrus stund in Wurmsäcke, wie über ihn 4. Dann sehen seite arm, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Hij aber verlucht dort und seht, ich sie nicht. En andere Forschern sagen, dass hij heute pflegt wird, was hij sein deed. Wir würden gern sein, Petrus, der pflegt und hij sieht, aber keiner war, und hij verlucht dort, dass hij Jesus getan deed. Wo wir uns feiern, wenn unser bester Freund, und wir würden gern sein in Johannes, und Jakobus, und Petrus, die wären die 3 von Jesus Christus, seine beste Freund. Der Freund, was Jesus Christus dich beste wie mit. Und die verlehen, dass Jesus Christus kannten. Wo wird Jesus sich nicht an verloren feiert. Und dann wieder sagt auch, dass Jesus Christus gegen eine große Offenbar schon durch. Üschlich sei wie in Johannes Kapitel 19, 1 bis 5, wo die Soldaten, die römischen Soldaten, deiden am Spaten, für wer er wir. Und dann, wenn er auf dem Kreuz hängen, dann sollten die Menschen vorbeigehen, die sehen, diese hat ohne jerat. Hat er nicht mehr genug Kraft, um sich selbst zu raten, die deiden Spaten neben ihm. Die sehen dort, die deiden Spaten, Jesus, du seht, die kannst unterraten, die rat die selbst. Und sie mögen am Tenosch. Und dann werden wir auch, und das ist ein Ding, was ich glaube, als Mess, ein Ding, was wir Menschen nicht kann begreifen von uns Gott. Und der Reimer, der den Mess armer, die festgenommen auf dem Kreuz nähen, dass sie ganz nächtig wäre. Und wir haben Bilder, und wenn die Bilder auch gruwelig sind, wir tun das, ich glaube, das als Fan, wir tun die Bilder so, dass Jesus wird Rahmen hat, dass nicht ganz nächtig bei Bilder ist.
Maar het is sehr merklich, dat Jezus ganz nerdig op een kruis weer. En dit wordt een grote schande zijn was voor Jezus. Ik geloof, wanneer Menschen in sterven, dan we willen met zoveel eer sterven als merklich. We willen gaan dat zo stil zijn. We willen gaan dat mensen dan ramkomen, den Menschen het afscheid geven. Jezus Christus had geen van dit. Alles wat hij had, wie schande, shame en dat mensen am verloren zijn. En dit deed Jezus voor die, voor mij en voor allen. Dit is wat hij Derch Jinkj, zodat hij kon ons loschepen van onze zonde. Nächste ding is wat Jezus zijn körper moest derch. Jezus Christus ging een zeer grote video derch. We brücken akleif verken wied in Plotdeutsch, wat we vielleicht meer tugelijk altijd brücken down. En twee van die wied zijn toiletten. Die waren die toilet. En gruwelijk. Die wied, die brücken we en ook altijd. Maar ik geloof, deze twee wied kan we reich brücken, wanneer we reden van wat Jezus derch ging. Am woordje toilet. En hij moest een gruwelijk tijd derch. Die Engelse wied zijn, he was tortured and he went through a horrible time. So wat moest Jezus derch voor onze zonden? Jezus Christus werd verpitst. Hij werd derch gewipt. En dit weer niet, we denken klimaat aan een wip en we denken vielleicht, wanneer wir am Form zijn abgewassen, wir brücken een wip van zijn pied oder aan zijn bijstaan. We denken aan deze lange wip, het is van lade gebeurd, maar dit is niet de wip, wat de Römer doden brücken deed aan Jezus. De wippen wat ze brücken in die tijden, dat waren wippen, die waren vielleicht bij 4 oder 6 jaar lang. En dan, die werden van lade gemerkt, en een wip, dan werden außerten vastgebonden, die wir knerkes en neel en kleven ongemerkt. En wanneer een mens verpitst wordt, die kleven, dat wordt een mens naankomen en naansnijden en een mens wordt meest 40 mol derch geslaan worden, wat is dat. En de ganzen hängen, regen en bein, die wordt alle verkleefd zijn en 2 gereten zijn. En ganz bakken knerken. En dat we ervaren dat de nieren en alles gingen klaar te zijn. Dit is werkelijk gruwelijk. Dit deed Jezus Christus. Voor die en voor mij. Wanneer Johannes kapitel 19, die eerste vers zegt, dat Pilatus Jezus leidt, dan neemt Pilate Jezus en leidt aan verpitchen. Dat is maar een korte vers. Maar ik geloof deze korte vers, dat werkelijk niet erklären, wat Jezus werkelijk derch muss. Deze, wanneer een mens verpitcht wordt, dat we verken zo erg, dat wanneer een mens niet verstorven, die wordt verken niet veel langer uithouden, wat hij sterven wordt. En we verken zo dichtbij en dood, dat ik vandoor niet meer reich zijn enen wegdrehen. De mens kan niet meer zelfs gaan verken, wegen wo zij die durchgeschlagen wordt. En dan zegt er wieder, dat deze doden merken een kroon van stachels en ze zaten dort op zijn kop. In Johannes kapitel 19, 2-4 verrät een klein beetje wat deze doden deden door Jezus. Dat zeggen deze doden vlochten een kroon van stachels en zaden die op den kop en hangen en einen blijverhoudend eeuwenrok om. Dan zeiden zij, wie grijzen die Judenkönig en schlugen op de bak. Pilatus ging nog eenmaal Ruut en zeide aan, kijk eenmaal, ik breng jullie den Ruut, die
dort je seinen Kernen, dort auch keine Schuld an fing. Jesus kam rüt mit der Stachelkroon op den Kopf en zijn blauwrode rok aan. En Pilatus zei aan, kijk, wat voor een mens. So Jesus Christus, der hat hier einen Stachel und das, wir denken vielleicht an ein Klimat, was von Stachel, da wird sein, ja was. Wie in Kanada hier, wenn wir an Stachel denken, dann wir denken an Rausbosch. Und das sind mal karte, kleine Speckers. Das sind mal klein und fertig, warum die so anmöglich sind, dass einer, der sich speckt, mit denen die Specker sind so klein, wir können die nicht mehr wörtlich fingen. Dort ist nicht der Specker, dort sind nicht der Stachels, was Jesus Christus muss durch, wenn sie den Arm den Kron auf dem Kopf ab. Und die Titel wir in der Plan, was in der steht, was wie ein kleines Boschje, und der Specker steht ohne wie ein Zoll, vielleicht ein bisschen über ein Zoll lang. Und so, wenn das Kron wird, ab Jesus Christus den Kopf abgesagt worden, und dann sagt es wieder, dass die Soldaten deinen Mann einen Stock am auf den Kopf schlagen, die Speckers, die Stachel, die würden bis wieder deeper nähen geschlagen werden. Aber ich glaube, hier ist ein Ding, was wir müssen verstehen. Wenn das auch wird, haben wir tun, was sie deuten am. Ich glaube, Jesus Christus, der wisst, krank wie er wir. Und das schwanste Ding für Jesus, was sein ja warst, dass Jesus nicht trägt, Hasren da zu sein. Jesus Christus hat all die Kraft, was er hat, wenn er wie Gott. Und in der ersten Zeit, wo Jesus haben konnte, und die Bibel sagt, dass die Engel würden raufkommen und am beschützen und am raten. Aber Jesus Christus sieht dort auf. Und warum hat er das? Wegen er will du und mich loshalten von uns sind. Und dann sagt er wieder, dass Jesus, wir sehen, dass er muss in ihnen Krieg drehen. Er hat ihm befehlen, dass er in ihnen Krieg drehen will. Jesus Christus war so durchgeschlagen, dass er sagt, dass er wir nicht stark genug. Und jetzt in Matthäus Kapitel 27, 32, dass er genug Kraft hat, in ihnen Krieg zu drehen. Und hier glaube ich, mal ein bisschen verstehen, was meinen wir mit Krieg. Und in der Zeit, wo der Krieg taubgestellt wird, die wir in Polen, was in der Erde fast wir, da wir wurde einmal gekriegt worden. Und dann wieder dort Beat, was Hänger der Arms würden sein, dort ist dort graute Beat halt, was Menschen würden machen drehen. So da wird vielleicht an den Arms angebunden sein. Und dann würden sie dort Beat machen drehen, wo sie würden gekriegen. Und dort ist, was Jesus Christus wird han gedreht, in grautet Beat halten. Der graute Beat halt, da wir vielleicht bei 100 Pfund, wo schwer das wir. Und wenn Jesus Christus so viel Blut auch verloren hat, und er wir nachher abgewasst, er wir meid, er konnte bis die Hüt halten, er konnte 100 Pfund Beat halt, bis nicht drehen. Und dann sagt wieder die Bibel, dort wann er durchkam, wo sie an würden kriezen, dann und hier sagt er, dass man wie ein Klimat verstehen, was meint das, dass ein Mensch gekriegt wird. Was meint das? Und dort ein Mensch war noch ein Krieg genäht, da wir denken, was der hat noch getan für vielleicht 400, aber 500 Jahre eher Jesus Christus zur Welt kam. Und in dem Alten Testament sei wie dort, wenn Esther, wie Mordecai und Haman, sei wir in Persien. Die Persians, die wurden nicht haben in der Wahrheit, wo sie Menschen gekriegt. Und aber wir ein Klimat anders. Sie würden in großen Pol abstellen, absaaten und abrechten. Und dann würden sie den Spatz merken boven. Und dann würden sie den Menschen von boven, würden sie den Menschen absperren. Und sie würden den dort hängen, bis sie sterben. Und
En dit is meerlijk wat van een soort galgen, hem rijtmerken van Mordecai, wo hij wordt ontstorven. So dat is vielleicht ein bisschen anders, als wo wir denken, die Gallien würden sein, die Gallows würden sein gewast. Da würde han ein bisschen ein Kreuz gewast, würde wenn man Menschen abspecken. Aber die Räume wären da, wo dort wirklich die Brücken sind, was wir von der und da verstehen. So in römischer Kreuz würden Pol haben, was vielleicht irgendwo von Tieren, aber 20 so hoch. En dan wordt een pool wat allemaal neeerd wordt zijn. En dan wordt een mens geneeld worden. Nou in onderbied houden, dan wordt het bied houden zijn wat ze dit ging. En hij wordt hier der gehangen, vielleicht der gerist. Door wordt de nail der geslagen worden, eind in jeder arm. En dan wordt hij opgehangen worden en dan wordt zijn feit ook nog dat bied houden geneeld worden wat ze dit op en door ging. En deze nail, die gingen der nerven wat in arm zijn, de grootste nerven wat in arm zijn, die gaan hier der. En de nail, die worden door der gaan, en die worden een zeer grote weide brengen. En in mensen wordt die kracht in arm ganz verlieren, wenn deze nerv wordt afgesneden. En dit is een grote weide wat Jezus der ging. Deze nail, die worden bij 7 zo lang zijn. En ze worden neergeslagen en dat mensen in een grote weide werden. Zo wo sterven mensen dan op een kreuz? Er werden 3 wegen wo mensen sterven dan op een kreuz. De eerste weg is dat mensen worden in een grote zam bloed verlieren. Ze worden zoveel bloed verlieren dat ze worden van dort sterven. Een interessante ding is, wenn wir in Jesaja lesen, dan dat zegt, der is een wond waar we geheilt. En je weer Engels in de King James kan, dat het even zaten, by his stripes you are healed. En we denken verder dat die striepen wat hij van reden deed, zijn die striepen wat Jezus op zijn regen had. Maar dat mag meer zijn dat het meint, die striepen van bloed wat van de kreuz eraf randen. So die vastgenomen, die worden op een kreuz hangen en die worden wegen die der gewipt worden, dat we 2 gereten hingen op een regen. Er wordt bloed wat zijn eraf gerand en dat wordt weer striepen van bloed. En der dat bloed, der die striepen van bloed, zijn we van onze zin geheild. We zijn ook in 1. Petrus kapitel 2, 24 vers, sagt het zo steht. Jezus zelf neemt onze zinnen op zijn ene körper met op den kreuz snap. Dat we voor de zin dood zijn en voor de gerechtigheid leven kan, wils der zijn wonden zijn we geheild worden. Een van de wegen waar we weten dat Jezus Christus heeft veel bloed verlieren, is dat wanneer een mens veel bloed verlieren deed, dan worden die zeer darschrig. In Johannes kapitel 19, de 28 vers zegt es dit. Noher, en als Jezus wist, dat nu alles geworden wir en doormet de straf erfällt, wordt zo als geschreven, hij zegt, met darst. En de oorzaak waarom een mens darschen deed, wanneer een mens veel bloed verlieren deed, is dat de hart die proeft bloed tegen körper te pumpen wat er niet is. En wilst je geen bloed is, dat de körper water nemen en dat ramen hart doen, zodat er veel water ramen hart is. En wenn dat water al in deze stad is, dan valt een mens zich dat er geen water aan körper is. En dit wo wir kan vielleicht verstehen, waarom, wanneer deze doden am spekken zijn, zoals het zijn dat in Johannes kapitel 19, 34 de vers, dat zegt es dit, ik word het lezen. Over een van deze doden stuk met zijn spies in de zied en dooraan bloed en water ruut.
So der wordt han wohl merken dat Jesus Christus weer dood en met zijn en dan stuk hij armen in de ziet, wo zijn hoort weer en raan de woed daaruit. En dit is wo een mens sterven deed en zijn nieren geven op en zo met dat de hoort ook opgeven en hij wordt sterven dat wegen hij had veel bloed verloren. Na eine Woche, wo ein Mensch am Krieg sterben wird oder kann, erst dort ein Mensch sein Körper jäft ut wegen wat nur den Körper wird. In Englisch sagen wir das Septic Shock. Das ist, wenn ein Körper zu viel Gift in sich hat und der Körper kann dort den Nieren geben ab und der Körper kann dort nicht utdriven, was passiert in den Körper. Die Römer, die würden nicht an den Kreuz aufgewaschen, die würden nicht an den Nägel aufgewaschen. Alles wie Schwinsch und alles wie Eiren. Und ein Mensch, der auf dem Kreuz hängen, der wird Wunden haben, was aufwürden sein. Und alle das Gift, was auf dem Kreuz wir, an den Nägel wir, da wird in den Blut gehen und ein Mensch wird von dort sterben. Aber der größte Weg, wo ein Mensch sterben deed auf dem Kreuz, ist, dass ein Mensch verstecken deed. Ein Mensch wird nicht gern Odem holen. Ein Mensch wird auf dem Kreuz hängen deed, und der wird sich das uit seine Armsminuten nein, und der hängt auf seine Armsen hängen. Und dort ist, wo ein Mensch wird seine Weg mit abhauen. Wenn ein Mensch ist da wird abgehangen, dort ist sehr schwer für so einen Mensch zu Odem. Wenn dort die Muskeln, was hier bei sind, uitreichen, dort wir nicht Odem kann holen. Und wenn ein Körper schwach werden wird, und die Kraft rennen wird, kann ein Mensch nicht mehr Odem. Und so ein Mensch würde sich noch pushen mit seinen Beinen, dort würde mit jeder Odem kein Luft holen. So er würde sich noch pushen, zum Rüten und raufloten, zum Nachholen und so. So wieder. Und das wenn ein Mensch nicht mehr in die Kraft hat, zum sich noch pushen, dann würde er verstärken und würde sterben. Das kann wirklich sein in Johannes Kapitel 19, 32 Vers. Und das sagt, diese Toten, die Teimen, die wollen die Beine brechen, dort sie würden böse sterben. So ich glaube von diesen zwei Dingen, kann wir zwei Dinge verstehen, von wo Jesus Christus deed für unsere Sinn sterben. Wir sagen erst, dass Jesus Christus wir verloren. Jesus Christus mit eine große Schande durch. Und hier kann wir sein, was Sinn det in uns. Sinn det uns dran von unseren Menschen und von Gott. Wir sind die, was durch unser Sinn wieder Gott verloren. Und wenn Verlorenheit als Port von der Uitfall von Sinn, Jesus Christus ging dort durch für uns. Und ich denke erst, die Schande und die Scham, was Sinn bringen deed. Jesus Christus ging die Schande und die Scham durch für uns. Keiner der sich graut man an Sinn. Wir schämen uns mit unserem Sinn. Wir sind in den ersten paar Kapiteln, in Kapitel 3 von 1. Mose, wo Adam sich schämen mit seinem Sinn. Jesus Christus nimmt die Scham von Sinn ab sich, sodass er die Scham kann betonen. Und hier diese große Video, was Jesus Christus muss durchgehen, wo Jesus Christus wird getulet. Dort ist ein Beweis für uns, wo groß in euch unser Sinn ist. Dort ist ein Beweis für uns, wo groß der euer Gott hat, über sind. Gott hat nicht bloß eine kleine Euer, Gott hat eine große Euer über sind, wenn er herrlich ist. Er ist in Gott, was keine Sinn kann erlauben. Er ist in Gott, was ganz apart ist von Sinn. In der Euer, der Struf, was wir haben sollten nehmen wegen unser Sinn, der wird ganz uitgegoten an Jesus Christus.
Wir wollen vielleicht fragen, warum kann Jesus Christus nicht bis in Fernendauer sterben, so zu sein? Wird es nicht sein, mehrlicher war es, dass Gott, wo dort han so erfällt, dass Jesus Christus wird han könnt, wo sich sterben und mit wenig Video? Wir sind in der Alten Testament, dort, wenn die Schop oder die Bock auf dem Altar wären, die höheren Priester mögen den Bosig dort. Die müssen nicht noch lange getullet. So warum muss Jesus, wenn er den Opfer jeweils für uns sind, warum muss Jesus das sterben? Leider ist so, wo die Lamm wird sterben im Alten Testament. Ich glaube, die Antwort für die Frau ist das. Unsere Sinn ist nicht inclined wie Gott. Unser Sinn ist ein großer Ekel für Gott. Und Gott, Jesus Christus, muss ein großer Priest holen, so dass seine Eier können vergonnen wegen unserer Sinn. Und warum tut Jesus Christus das? Er tut es für uns. Und ich glaube, das ist der letzte Punkt, das ist dort, was spannend wird für Jesus. Wie sind Menschen, wir würden leben, das ist der erste. Wir können das meist nicht begreifen, wo größer wird sein, was Jesus durch muss. Aber der größte, schwanste Ding, was Jesus durchging, ist das letzte Punkt. Und dort ist, Jesus Christus wird getrennt von seinem Vater. Dort Gemeinschaft wird ewig wird. Dort vollkommen in Gemeinschaft. Dort wir von einem Moment oder von der Zeit aufgemerkt. Er war gescheit von seinem Vater. Und dort ist ein Bild von, wo der Vater dreht sich der Regen nur Jesus Christus. In dem Moment, wenn Jesus Christus starb, in der Bibel sagt, dass alle die Sünden werden auf Jesus Christus gelegt. In Jesaja Kapitel 53, das erste davor sagt, aber der Herr lädt alle die Recht seinen ab am. Alle Unrechtigkeit werden auf Jesus Christus gelegt. In dem Moment, der Vater kann den Sinn nicht anchecken, er dreht sich von Jesus Christus. Wenn wir glauben, dass wir euch, dass Jesus Christus seine Lehrjünger am Verloten deuten, das wir für euch. Dass Jesus Christus für die erste Mal in aller Ewigkeit nicht Gemeinschaft kann haben mit seinem Vater. Er wir wörtlich auf den Kreuz für die erste Mal ganz allein. In seiner größten Not wie er ganz allein. Warum tut er dort? Er tut dort für du, für mich und für alle. Was von Mensch, was von einer Person wird so ein Priest holen von Orden? Ich glaube, wir Menschen, wir können es nicht begreifen, dass ein Mensch wird uns nicht einen Priest holen, andere Menschen loszutreiben. Und das ist das Evangelium. Das ist dort, was Austern von reden wird. Und das ist das Evangelium. Das ist der Gute Nachricht. Dass wir können wahre Gemeinschaft haben mit Gott, wegen was Jesus Christus hat getan für uns. Ich will schließen mit dem ersten Part von 1. Korinther Kapitel 7, 23. Vers lesen. Dort sagt, ihr seid für einen dearen Preis gekauft. Wir sind man in dearen Preis gekauft. Jesus Christus tod in dearen Preis für die. So meine Frage für uns von der ist, wir merken uns right für Austern. Nehmen wir den Preis ernst. Sind wir glücklich? Sind wir indautig?
Sehr wie im Bett, dass diese Doten, die wir dann Gott spotten, mit wo wir leben. Wir nehmen dort nicht ernst. Wir schieben das auf. Wir proben lieber in unsere inner Wochen und was wir proben zu tun, Jesus Christus zu sehen schieben und lieber durch was wir tun, proben Gott zu befriedigen. Ist das, was wir tun? Oder do wir dort, was Jesus Christus sagt, am Kreuz ehren und uit dankbar sein, dort annehmen und Radung voeten, bloß durch, was Jesus am Kreuz sagt. Von der Smars, ich weiß nicht, wo je stehen mit Gott. Ich weiß nicht von der, auf die Rade kann angenommen. Ich weiß nicht, von der je sind wahre geboren. Wenn je nicht wahre geboren sind von der Smars, ich will das nicht sein. Kijk mal, klimbet an der grote, dierer Preis, was Jesus Christus told für die. Wo kostet die so ein Life auf sein? Wo kostet die Leben durchgehen, für den einen Leben und sein Leben? Leider ist für so Gott nur feiern. Wo haben wir dort? Und ich will die von der ermutigen, jev die Hand nach Jesus Christus. Jesus Christus raubt. Jesus Christus sagt, meine Leib für die assistiert graut. Sie weet, dass seine Arms werden uitgespreid, so groot als Gott seine Leib für die. Und er sagt von der und die, komm. Komm nach den Kreuz, wo ich die will dienen Sinn vergeben. Vielleicht ist er von der Smart sondern was han und duntig geworden. Glickaltig geworden. Über diese Sache. Ja, hat Jesus Christus angenommen, aber ihr Leben seiner Weg war nicht bewiesen wird. Je nehmen das nicht ernst. Jesus Christus sagt auch, komm. Komm zu mir. Merk die Ware über rein. Jesus Christus in Kraft seiner Weg, wo er diese Toten nicht zurückschlagen hat. Er ist nicht dort, um die zurückschlagen. Er ist dort, um die Ware annehmen und dort wie Ware fallen, Gott der Gemeinschaft kann haben mit ihm. Wir schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wir sind dankbar, dort wir, dass Sie allein hier haben, haben eine Radung annehmen, was bosmehrlich ist, wegen Jesus Christus, dass er Tiet derjenige, was grülich ist. Jesus Christus hat in deren Preis geteilt für uns. Die Radung. Gott, ich bete, dass du uns, wo immer wir sind von dir, sehnen, mit Leib für die. Wir stehen dort ganz tau Gott, dass wir sind Sünder. Wir stehen dort ganz tau Gott, dass wir sind schwach. Dort fehlt dort die Wasch unser Hort abweichen. Und wir beten von dir, Gott, dort die Wasch in uns schaffen. Dort wir können uns ganz hingeben. Nun Jesus, was alle das durchging, bloß für uns. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Werk und sehen wir uns weiter.